Mir wurde von der Schulleitung gesagt, dass sie weiter beim Nein bleiben. Ich habe versucht, weiter dafür zu kämpfen und eine andere Möglichkeit zu finden. Normalerweise sollte die Mannschaft bei der Weltmeisterschaft dabei sein. Aber es fehlen 60.000 Euro. Das heißt, wir können nicht dorthin fahren. Es ist die Hoffnung, dass Frauenfutsal nicht verschwindet. Sie ist die einzig verbliebene Frauenmannschaft. Alle anderen existieren nicht mehr. Sie haben gesagt, dass ich wegen dem Abiturjahr, also der 13. Klasse, nicht nach Brasilien darf. Das wäre zu lange. Ich möchte nicht, dass mein Traum platzt. Das verstehen Sie. Ich würde auch eigenverantwortlich Aufgaben übernehmen. Das kommt erst beim Lehrgang, die Nominierung. Mal warten. Also ich, Jana und Adelina. Das entscheidet sich dann. Gut, letzte Woche haben wir Pässe trainiert. Da möchte ich heute dran anknüpfen. Zunächst machen wir Ausdauertraining. Amanda ist eine Führungsspielerin, für das Team also sehr wertvoll. Sie hat sich gut entwickelt und wurde zur besten Jugendspielerin gewählt. Ich brauche sie. Dass die Schule die Befreiung ablehnt, ist schwierig für die Mannschaft. Normalerweise sollte die Mannschaft bei der Weltmeisterschaft dabei sein. Aber es fehlen 60.000 Euro. Das heißt, wir können nicht dorthin fahren. Wir sind alle enttäuscht. Ich bereite gerade den Trainingsplan für die Woche vor. Ich bin aber noch unsicher. Ich habe im Moment zweimal den Block Laufen eingeplant, mit hoher Intensität, zum Beispiel auf Geschwindigkeit laufen, dann langsam wieder schnell, jeweils 50 Meter. Und dann wieder 50 Meter. Und jeweils mit Pausen. Meinst du, das passt oder soll ich das umstellen? Nein, super. Das ist gut. Nein, perfekt. Das passt gut. Danke. Ich erstelle nur den Trainingsplan. Die Spielerinnen müssen dann alles ausfüllen und mir schicken. Am Anfang der Saison erstelle ich auch einen Plan, wenn sie in den Vereinen mit Hörenden spielen. Da geht es um eine hohe Belastung bei der Ausdauer und der Kraft. Danach wird der Umfang weniger, weil sie das dann schon drauf haben. Bei den Lehrgängen geht es mehr um Ballspiel, Taktik und die Beinarbeit. Diese Einheiten muss ich planen. Meine Frau unterstützt mich viel. Wir müssen uns immer zeitlich abstimmen, damit ich zur Nationalmannschaft kann, Trainingspläne vorbereiten kann. Ich versuche, viele Sachen vorzubereiten, um dann zum Beispiel die Pläne zu verschicken. Das ist immer eine Frage des Zeitmanagements. Anstrengend, ja, aber wer will, schafft das. Ich bin Nationaltrainerin geworden. Für den Trainerschein habe ich mich für die Ausbildung bei Hörenden entschieden. Hier ist die Bescheinigung. Die Prüfung fand beim Training mit hörenden Kindern statt. Ich sollte ein ungefähr 15-minütiges Training anleiten. Ja, und das hat geklappt. Davor hatte ich noch gedacht, ob ich das schaffen werde. Ich war total aufgeregt, hatte einen Tag lang Bauchschmerzen. Es war zwar ein Dolmetscher dabei, aber trotzdem war nicht klar, wie das läuft. Es waren ja hörende Kinder, mit Gehörlosen war ich es gewohnt. Als ich es dann geschafft hatte, konnte ich es noch gar nicht begreifen. Erst 1-2 Tage später. »30 Sekunden. 3, 2, 1,
Los! Den Trainingsplan habe ich von der Nationaltrainerin Laura bekommen. Den muss ich umsetzen. Heute geht es um das Basiskrafttraining. Ich mache Hausaufgaben und lerne für das Abitur. Ich bin in der letzten, also der 13. Klasse. Im April sind dann die Abiturabschlussprüfungen. ...2020 war die DEF Champions League in Vigevano, Italien. Ich habe für den GSV Essen gespielt. Es war das erste Mal. 2019 war ich verletzt, konnte nicht viel trainieren und 2020 lief es besser. Wir haben dort den ersten Platz geholt und ich wurde zur besten Jugendspielerin gewählt. Das hat mich sehr gefreut. Super, gewonnen. Ich bin in der zweiten Halbzeit eingewechselt worden. Mama hat mir das gesagt. Ja, und wir haben 2-1 gewonnen. Nach der ersten stand es also 0-0? 1-1. Ah, 1-1. Hast du ein Tor gemacht? Nein, aber die Vorlage zum Tor. Als du noch klein warst, habe ich dir Fußball beigebracht. Und dann hast du eine steile Entwicklung gemacht, stimmt's? Stimmt. Ich bin dir dafür dankbar. Ohne dich wäre das nicht so. Als Amanda klein war, wollte sie immer mit dem Ball spielen. Ich wunderte mich, also spielte ich mit ihr Ball. Hin und her, anfangs noch mit den Händen und dann mit den Füßen. Dann sollte sie mehr schießen und Pässe spielen. So wurde das immer mehr zur Gewohnheit und sie hatte Lust dazu. Als sie größer wurde, wollte sie immer nur Fußball spielen. Sie quengelte immer zu, dass sie im Verein mit Hörenden spielen will. Das habe ich unterstützt und sie hat sich dann immer weiterentwickelt. Dem Verein ist sie bis heute treu geblieben. Ich habe nie groß darüber nachgedacht, ob Mann oder Frau im Fußball. Das gab es ja anderswo auch schon, also gehörlose Fußballerinnen. Ich habe ihr nicht abgeraten, Fußball zu spielen. Nein, wenn sie es selber will und ehrgeizig ist, dann unterstütze ich sie dabei. Nach dem Motto, für dich als Frau ist Fußball nichts. Mach lieber Leichtathletik oder Volleyball. Nein, wenn sie selber den Wunsch und ein Ziel hat, dann soll das so sein. Hast du was von der Schule wegen der Befreiung erfahren? Klappt das mit der WM in Brasilien? Im Moment bleibt die Schulleitung noch beim Nein. Aber das Trainerteam und Anna werden demnächst mit der Schule noch mal Kontakt aufnehmen und argumentieren. Ich hoffe, das klappt. Ich drück die Daumen. Weiterkämpfen, nicht aufgeben. Natürlich nicht. Ich kämpfe für mein Ziel. Ich fahre jetzt zurück ins Internat nach Essen. Zwei Tage nach den Ferien, als ich zurück zur Schule kam, wurde mir am Mittwoch von der Schulleitung gesagt, dass sie weiter beim Nein bleiben. Ich habe versucht, weiter dafür zu kämpfen und eine andere Möglichkeit zu finden. Mein Trainerteam schrieb der Leitung, dass sie mich brauchen würden und ich eine wichtige Spielerin bin. Leider passierte dann nichts. Gestern meldete sich das Büro der Schulleitung, dass ich noch mal kommen soll. Also bin ich dorthin und wir haben darüber gesprochen. Und es klappt. Das freut mich sehr.
Diese Bilder, dieser Ort, diese Futsal-Weltmeisterschaft ist aktuell nur ein Traum. Leider ist es unserem Verband nicht möglich, die Teilnahme an der nächsten WM in Brasilien zu finanzieren. Uns fehlen 60.000 Euro. Damit ist zunächst unser Traum geplatzt. Doch wir geben nicht auf. Wir wollen unsere Fähigkeiten im Futsal der Welt zeigen. Wir wollen Vorbilder sein für unsere nächsten Generationen. Wir wollen Deutschland repräsentieren. Wir, die Frauen-Futsal-Nationalmannschaft, brauchen eure Unterstützung. Jeder Cent zählt. Zusammen schaffen wir es. Danke. 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 Wir bekommen vom BMI pro Jahr ein festes Budget in Höhe von 525.000 Euro. Das teilt sich unter allen Sparten im Leistungssport auf. Darüber wird im Leistungssportausschuss diskutiert. Für dieses Jahr haben wir Anträge mit fast 900.000 Euro bekommen. Diese müssen von uns geprüft werden. Die Anforderungen seitens des BMI sind, dass Medaillenchancen bestehen müssen. Auch die Ergebnisse der letzten Deaflympics werden berücksichtigt. Man muss unter die ersten 4 Plätze gekommen sein. Dann wird man bevorzugt. Deshalb mussten wir nach unserer Prüfung viele Anträge streichen. Leider war darunter auch die Futsal-Frauenmannschaft. Ein Grund ist auch, dass dies noch keine offizielle Sportart bei den Deaflympics ist. Das hängt davon ab, ob ihr das finanziell schafft durch die Spendengelder. Ich habe ihn schon gebeten, einen Termin beim HNO-Arzt zu machen. Bisher kam noch nichts. Ich weiß, die Zeit ist knapp. Ja, sind noch Fragen offen? Alles fertig? Ciao. Bei der letzten Europameisterschaft in Italien gab es ein Budget. Davor wurde es rein aus Spendengeldern finanziert. In Italien gab es zum ersten Mal seitens des BMI eine Finanzierung. Der 4. und 8. Platz war aus Sicht des BMI nicht erfolgreich genug. Somit müssen wir noch einmal Gespräche darüber führen, wie wir die Zukunft vom Frauenfutsal besser entwickeln können. Daran müssen wir noch weiterarbeiten, mit der Hoffnung, dass Frauenfutsal nicht verschwindet. Es ist die einzig verbliebene Frauenmannschaft. Alle anderen existieren nicht mehr. Hallo, ihr wollt wissen, wie es weitergeht und was nun der aktuelle Stand ist? Melden wir uns zur WM an, ja oder nein? Was ist der aktuelle Spendenstand? Schau am besten selbst. Also, ich zeige euch jetzt den aktuellen Stand auf GoFundMe und unserem Spendenkonto. Ist euch nicht so ganz klar, was vorhin los war? Die Antwort ist, ja, wir haben das Spendenziel erreicht. Ja, es ist unglaublich. Ich bin sprachlos. Es ist jetzt auf einmal so, dass wir tatsächlich nach Brasilien fliegen. Die Gegnerin läuft dann an mir vorbei. Ich kann den Ball sehen, aber nicht die Gegenspielerin. Der muss ich hinterherlaufen. Aber da ist der Pass schon gespielt. Das ist schlecht für mich. Wo stehe ich dann in der Abwehr? Wenn sie auf dich zukommt, dann so. So bleibst du. Und so sehe ich dann auch den Ball. Gut. Alles klar? Der Schwerpunkt lag auf der Taktik, wie wir am besten spielen, wenn 8 Spielerinnen auf dem Feld stehen. Jetzt geht's zum Training und der Umsetzung als Vorbereitung für das Spiel. Zwei Tage vor dem Anmeldeschluss habe ich verzweifelt überlegt, wie wir das machen. Und plötzlich kam die E-Mail.
Da schrieb jemand, dass wir uns anmelden könnten und wir alles Weitere dann noch abklären. Ich dachte, was meint die Person und wer ist das? Habe ich Sie richtig verstanden? Sie werden den kompletten Restbetrag übernehmen? Er schrieb, ja, teilen Sie mir bitte mit, wie viel ich überweisen soll. Ich war total perplex. Es waren noch 23.000 Euro, die fehlten. Ja, kein Problem, ich werde das überweisen. Geben Sie mir die Daten. Es war ein hörender Mann, der den Zeitungsartikel mit unserer Spielerin Claire Alves gelesen hat und sich dabei gedacht hat, dass das so nicht sein darf, dass die Nationalmannschaft nicht bei der WM dabei ist. Ich wartete und dann zeigte er mir den Beweis, dass er tatsächlich überwiesen hat. Trotzdem wartete ich noch, bis das Geld auch beim Sportverband einging. Erst dann wollte ich es der Mannschaft mitteilen. Der Sportverband sagte nur, das Geld ist da, herzlichen Glückwunsch. Aber bitte was? Der Mann hatte noch mehr überwiesen als erwartet, also zusätzliches Geld für Materialien und anderen Bedarf, der abgedeckt werden muss. Es war also noch mehr Geld. Da könnt ihr immer wechseln. Dort nicht, weil ihr alleine seid und das nicht schafft. Außer ihr habt einen Scooter. Ich glaube, das ist eine Überbelastung. Ich wollte, ja, eine Überbelastung. Schon beim Laufen hat es geschmerzt. In unserem Team sind auch viele neue Spielerinnen dabei. Deshalb müssen wir noch viele taktische Fehler korrigieren. Am kommenden Sonntag beginnt der 2. Lehrgang. Dort wird dann auch entschieden, wer nominiert wird. Das wird für das Trainerteam sicherlich eine harte Entscheidung. Und war es heftig? Es schmerzt noch, wird aber wieder. Dann soll es noch getaped werden. Ist das genug? Ja, perfekt. Der Ball ist genau nach dem Schuss an den Fuß, dass er sich gedreht hat. Jetzt zieht der Schmerz hoch. Es geht richtig hoch. Mit der Entspannung geht's bestimmt gleich wieder weg. Endstand ist 5:5. Es war ein sehr gutes Spiel. Es ist besser. Ich bin erleichtert. Meinem Knie geht's wieder besser. Die Abstimmung in der Abwehr muss noch besser werden. Auch im Angriff müssen wir noch besser spielen. Der Erstkontakt zum Ball muss sauberer werden. Das sind die 2 Sachen. Ansonsten passt es. Die Mentalität der Spielerinnen ist super. Das ist eine Dopingkontrolle. Darum müssen wir da rein. Jetzt wurden erstmal nur meine Daten, also die Adresse, aufgenommen. Das musste ich alles checken. Da musste ich noch angeben, ob und wann ich Medikamente eingenommen habe. Dann noch meine Telefonnummer, das war's. Dann die Frage, ob ich schon auf Toilette kann. Das geht noch nicht. Ich muss jetzt noch essen und eigentlich auf Toilette, aber da geht gerade nichts. Wenn ich muss, soll ich ihr Bescheid geben. Sie begleitet mich dann und schaut mir dabei zu. Sie bekommt den Urin zum Prüfen. Dann bin ich fertig.
Bei der Dopingkontrolle geht es darum, dass überprüft wird, ob wir Medikamente einnehmen, Powerdrinks nutzen oder kiffen und so weiter. Das ist alles leistungsfördernd und bringt uns einen Vorteil. Das soll unterbunden werden. Wenn wir als deutsche Mannschaft dopingfrei sind, ist alles gut. Insgesamt sind es 15 Spielerinnen. 12 können mit, 3 müssen raus. Es ist immer kompliziert, also nicht immer leicht. Momentan gibt es kein großes Leistungsgefälle. Alle sind ziemlich gleich stark. Ja, sind sie. Genau. Es ist sehr schwierig. Alle haben fleißig trainiert und dann heißt es nein. Schwierig. Was ich vergessen habe. Vor kurzem habe ich mit Felicitas gesprochen. Du kannst noch bis Mittwoch entscheiden. Letzten Samstagabend haben wir besprochen, dass 9 Spielerinnen gesetzt sind. Bedeutet 6, beziehungsweise eine Spielerin, Franka, lassen wir noch außen vor. Die Zeit war für sie sehr kurz. Ich meine, sie sollte nächstes Jahr für die Deaflympics ihre Chance haben. Wir nehmen sie also raus. Sophie ist eine junge Spielerin. Für mich hat sie eine große Zukunft vor sich. Wenn sie weiter am Ball bleibt und fleißig trainiert, dann hat sie bei uns im Team eine Chance. Ich habe ihr gesagt, dass sie weitermachen soll. Das will sie auch. Und sie fühlt sich auch sehr wohl und hat Spaß im Team. Das war ein positives Zeichen und für uns wichtig. Bezüglich des privaten Torwarttrainings habe ich heute mit Felicitas gesprochen. Ob es mit dem Budget ausreicht oder nicht. Sie sagt, dass es eigentlich machbar ist. Welche von den 3? Ich halte mich zurück. Du musst entscheiden. Soll ich nach dem Kopf oder nach meinem Bauchgefühl entscheiden? Gebongt? Oder doch nicht? Gebongt. Eine Nacht drüber schlafen? Also gut, gebongt. Nein, das machen wir jetzt so. Gut. Alles klar. Ich bin so froh über meine Nominierung und stolz, dass ich nach Brasilien darf. Wir haben jetzt das 4-Länder-Turnier. Das wird spannend. Heute ist das Turnier und morgen. Das wollen wir gut spielen. Auch als Vorbereitung für Brasilien. Geplant war ein 4-Länder-Turnier. Jetzt ist es nur noch ein Turnier mit 4 Teams. Wir hatten zuvor viele Länder angefragt, aber es kamen nur Absagen. Mit dem Hauptgrund, dass das Budget fehlt. Das ist schade. Geplant waren Schweden, Niederlande, England, Spanien. Sie haben aber alle abgesagt. Der Frauensport in Deutschland war früher viel größer. Es gab viele Mannschaften. Ich war ja auch dabei. Das ist nun immer weniger geworden. Für das Großfeld gibt es keine Mannschaft mehr. Beim Kleinfeld gibt es Schwierigkeiten. Beim Futsal gibt es die Mannschaft. Aber die Leistung ist höher geworden. Für mich ist Deutschland Favorit für den WM-Titel. Sie haben meine Unterstützung und ich wünsche Ihnen den Titel.
Es sind noch 2 Wochen. Wir freuen uns, dass es nach dem vielen Training, das mir schon bis oben steht, losgeht. Ich will jetzt dorthin und natürlich gewinnen. Wir freuen uns schon sehr und sind auch aufgeregt. Normalerweise hätte es 2 Gruppen A4-Mannschaften gegeben. Jedoch haben 2 Länder abgesagt. Daher war man gezwungen, den Spielmodus zu ändern. Jeder musste gegen jeden spielen. Die 2 besten Mannschaften haben dann das Finale ausgetragen. Die dritt- und viertplatzierte Mannschaft das Spiel um Platz 3. Und die 2 letzten Mannschaften haben um Platz 5 und 6 gespielt. Nach all unseren Spielen in der Vorrunde waren wir mit England gleich. Aber es zählte der direkte Vergleich. Da hatte uns England geschlagen. Also waren wir auf Platz 4. Wir sind froh, dass wir Potenzial für die Zukunft haben. Ich wünsche mir, dass wir mehr Förderung bekommen und dass es mehr Angebote wie Turniere gibt. Dann sieht es für die Zukunft gut aus. Man darf auch nicht vergessen, dass wir derzeit keine Führungsspielerin haben. Das Team ist komplett neu zusammengestellt. Wir lernen also noch für die Zukunft. Daran müssen wir gemeinsam arbeiten. Klar hätten wir auf jeden Fall gerne eine Medaille mitgebracht. Egal ob als Erster, Zweiter oder mindestens als Dritter. Dass es nicht geklappt hat, enttäuscht uns sehr. Die Frage ist, wie wir für die Zukunft Nachwuchsspielerinnen an uns binden können. Hier müssen das Land und die Vereine besser zusammenarbeiten. Auch die Bundesländer. So können beispielsweise Vereine Angebote für Jugendliche schaffen, aus denen dann Nationalspielerinnen werden können. Diese Art wäre gut. Und dann braucht es noch mehr Angebote, dass junge Mädchen mitspielen können.